Die Mission läuft wie am Schnürchen. Willkommen zurück hier zu Fire Emblem Path of Radiance und ja, wir sind eigentlich gut dabei. NPC-Zug und da ist sie ja, die gute Marcia. Aber Ike, du bist doch... Genau, ich bin's, Marcia. Wie versprochen, zahle ich meine Schulden zurück. Könnt mich euch anschließen? Uns anschließen? Aber ich dachte, du würdest den heiligen Pegasus-Rittern von Betschning gehören. Ich bin aus dem Dienst ausgeschieden. Naja, also was sagst du? Darf nun deine Truppe oder nicht? Komm schon, sag schon. Bist du sicher? Ich will ehrlich zu dir sein. Wir sind ein verarmter Haufen von Söldnern. Ja, der Lohn, der wird ein Hungerlohn im Vergleich zu dem sein, was du gewohnt bist. Und? Soll es ein Nein sein? Nö, ich will nur damit sagen, was du alles verlieren könntest. Ich kann ja gar nichts verlieren. Plus, ich habe alle zweimal so hart wie der andere. Komm schon, bitte nimm mich auf. Ja, bitte. Ja, ruf von mir aus. Sind so wenig Leute, da wirst du gleich genug zu tun haben. Juhu, großartig, was er tun soll. Ja. Oh. Oh. Plötzlich kommt Verstärkung. Okay, was hat sie drauf? Eine Leichtlanze plus Langspeer. Okay, aber eben, sie ist ja nicht so viel Power. Er ist Level 5. Das heißt, ich schicke sie nach oben, weil gegen Axttypen, nö. Das ist doof. Soll es um die kümmern. Hier gucken, wa? Genauso wie der, kommt nicht so weit. Man soll da mit Langschwert gerne ein bisschen zurückgehen hier in meinen Truppen. Ja, vor allem halt, das sind halt Schwerkämpfer, also wir mit ohne, mit 11 Geschwindigkeit. 13, also wäre der sowieso kein Typ für Oscar. Stellen trotzdem mal hier hin, so. Titania, ja, wenn sie unbedingt Bock drauf haben, dich anzugreifen, sollen sie mal versuchen. Naja, aber du schwingst so gerne einen Hammer, ich weiß, Kumpel, aber hier wäre ein Eisenachs besser. So, keiner kommt hin, perfekt. Bis man jetzt mal hier runterkommt, wa? Jetzt muss ich mit Ike nochmal gucken. Der könnte mich erreichen, naja, soll er mal. Ich komme nicht hier rüber, fies. So, reicht. Der gegnerische Zug ist nun da und sie greifen echt Ike an. Wie bescheuert kann eigentlich sein, hey, trifft doch gar nichts. Der Kleine ist zu stark, scheiße. Die Kleine aber weniger. Komm her, wir sind jetzt gesund in der Meere. Wir dienen unser gut mit Axt und Blut. Vielleicht zuerst, zack. Daneben, zack. Was war das für ein Scheiß? Da kommt die Verstärkung. Natürlich auch kein Problem für uns. Naja. So, näher ranzoomen. Kommt sie schon. Die geht natürlich noch langsam voran. Okay, der will es 12 damit machen, wa? Eine höhere Crit-Chance. Natürlich auch nicht verkehrt. Aber wait mal, nur 12 macht noch 16. Dann sollen wir ein bisschen rein donnern. Naja. Die sehen gleich im Vergleich aus, wenn ich jetzt so treffen würde. Wow! Jo, und sie wäre weg. Das ist natürlich nicht schön. Scheinkleister. Du kommst das Scream ja, nicht wahr? Ich bin Krieger vom Stamm der Raubtiere. Lord Ranulf hat davon gesprochen. Ich sehe zwar nichts, aber zweifellos schon bemerkt, dass die Festung der Täner von denen eingenommen wurde. Seid vorsichtig, wenn ihr in ihre Nähe kommt. Sie haben einen gefährlichen Magier bei sich. Wir vom Stamm der Raubtiere finden Magie, besonders Feuermagie, extrem bedrohlich. Ich war der Freund und kann das Haus da nicht verlassen, aber... Ich will das hier, wa? Ja, kann ich Magie erhöhen und so. Schön cool. Tschüss. Talisman, dankeschön. Das erhöht echt die Magie. Distanz erhöht, cool. Ja, wir machen jetzt hier weiter. Ich meine, der kommt ziemlich weit. Ich glaube, abhauen ist er nicht wirklich. Ist aber schon bewegt, war. War nicht gerade sehr vernünftig von mir.
Geschwindigkeit 11. Rechnen wir damit. Moment mal, wieso kann ich bereits doppeln? Ich meine, klar, also trifft ist relativ unwahrscheinlich, aber direkt zwei miteinander bin ich weg. Toll. Einfach super. Mann, ey, ich soll etwas hassen. Gut, er kam nicht dran. Du hast einen Bewegungsradius von 5. Wenn ihr herum müsstest, geht sowieso nicht. Das heißt, ich muss hier mit ihr ablocken. Ja, geht nicht groß anders. Hat zwar weniger Schaden, aber die Crit-Wahrscheinlichkeit ist höher. Ja, Freunde, vielleicht müssen wir uns gleich von einer Einheit verabschieden. Weil ich das ein bisschen unterschätzt habe. Nö, ich lass mal so. Okay, passt wieder und du musst auf Alt schnell zurückkommen. Geht nicht anders. Wenn er trifft, also einmal geht in Ordnung, zweimal ist doof. Puh, Glück gehabt. Aber trotzdem ist sie halt vergiftet. So, Aktiv ist genug gelevelt, dann soll der Rest die machen. Oh, verdammt, ich hab die ganz vergessen. Nein, ich Trottel! Ja, die da unten ganz vergessen. Bitte nicht killen, Zoe, bitte nicht killen. Puh. Das Problem ist halt, weil der andere nachkommen würde und dann ihn killen. Alter. Mann! Seid ihr so unkonzentriert, Michael? Gut, das ist kein Problem, dann macht Athene am Hand umdrehen. Weil sie sauer ist, Alter. Voll den Kopf gespalten. Das ist natürlich übel. Aber er hat eine Erneuerung dabei, natürlich cool für sie. Jetzt muss aber der erstmal weg. Das soll sie weitermachen. Der hat noch 9 war. Das heißt, sie müsste eigentlich in der Lage sein, den direkt wegzukillen. Falls das nicht klappt, ist echt ein Problem. Bei mir macht so wenig Schaden. Aber es klappt. Wir sind das Gesehen der Meere, so zu enden. Passt zu uns. 2 Bosse gewesen, wa? Jo! Der hat das Boss gezählt. Naja, Stärke. Ich glaube nicht, dass irgendwie etwas schwingen wird im Sinne von irgendeiner. Naja. Schwer ist so etwas in der Art. So. Und das mal, es kommt Massier langsam schon mal entgegengeflogen. Jo, passt. Der hat noch 14. Ich treffe garantiert. Er wahrscheinlich auch. Ist doof. So. Okay, passt doch ganz gut. Kann Massier den nachher platt machen. Ich würde sogar sagen, gehört Beut, war, weil Oscar ist eben noch nicht so der Überflieger. Vielleicht überrascht er mich ja. Vielleicht hat er heute einen guten Tag. Naja, bleib mal so.
Eben noch die Magie, die kein Problem sein sollten. Und Eisenaxt und Finishen, wenn ich bitten darf. Autsch! Ja, komm schon, Boy. Das kaum was gespürt. So. Kriegen du hoffentlich ausgenommen Level ab, sonst macht das mit Bonus-EPs. Und sie soll doch bitte schön ihn noch ein bisschen anstupsen. Naja. Die Leichtlanze reicht dafür auch. Und das Pferd so. Geht mir alles im Arsch vorbei. So, sehr schön. Der kann scheinbar nicht weiter reiten, auch ein bisschen seltsam. Okay. Kein Schaden, er hat 7, der hat noch ein bisschen abgekriegt. Okay. Level up für unseren guten alten Riz. So, jetzt ist nachher halt die Frage wegen dem Magiern. Der darf natürlich auch nicht sie treffen, weil Windy ist schlecht gegen unser Geflügel, aber der Rest dürfte eigentlich so passen. Der Wolf war noch schön gut. Versucht ein Glück. Vorteil. Bäm. Daneben. Bäm. Autsch! Kein Problem, ich komme schon mit Hilfe. Würde ich gerade sagen, hierhin, sicherheitshalber. Kann sie natürlich nicht anwenden, wa? Das ist natürlich jetzt doof. Stabrang C, da baut sie, glaube ich, noch eine Weile, wa? Hast du eigentlich schon Stabrang C unten? Jo, heute bereits. Noch 3 Züge Vergiftung, gut, das überstehen wir locker. Jetzt halt eher die Frage, willst du ihn noch ankratzen? Glaub. Ja, versuch's mal. Und der wäre schön angekratzt und frittiert. Perfekt für Mias, naja, Finisher. Mir hat das so gereicht. Tja, was soll man sagen, bleibt jetzt einmal hier unten, da gibt es nichts mehr zu tun und wir, ja, gehen wir langsam sich mal hier weiter. Die machen echt nichts mehr, wa? Ja, das wird irgendwie, würden die nochmal näher kommen. Gut, der ist sowieso hoch, muss ich erobern. Der kann nur bis dahin und der bis da mit seinem Feuer. Gut, dann soll sie mal hier hingehen. Lang sperren sie mal, was sie so drauf hat. So, noch ein bisschen ankratzen. Ja. Ein Finisher macht wohl Beut, war bei dem Typen. Was ist eigentlich für einer? Rittertod natürlich übel. Ein Waffenlevel einsetzbare Waffen, geil. Waffenschreiben oder Waffenschreien. Nein, Rittertod ist übel. Vor allem gegen unsere... Für sie hier. Da kann Oskar einen Typen noch ein bisschen ankratzen nachher. Ja. Irgendwie wird schon. Mir jetzt auch nicht mehr viel, aber nicht, die bleiben hier unten, da bringt nichts mehr. Jetzt sind noch stur die Guten, was? Na, direkt drauf loszugehen. Er kommt vielleicht dann noch raus, wenn er da mit Oskar geht, ist natürlich ein Fehl. Und so ein übler Fehl. Der Team wird es vielleicht überleben, aber trotzdem ein bisschen zu heikel. Heikel, was macht bloß der Michael? Verwandlung beendet, Mann. Die kommt echt nicht näher. Scheinkleister.
Geheilt, Mann. Überstanden wohl eher. Das hat er, glaube ich, mit geheilt sein nichts zu tun, aber kann noch ein bisschen heilen. Okay, dann wird es langsam Zeit für Tabula Rasa, wa? Ich muss näher gehen. Sie ist ja geflügeltes Pferd, nicht normales Pferd. Ja. Die Waffe wirkt nur gegen normale Pferde. Narita also, da ist ja kein Problem. Wir können sonst kurz mal testen. Genau, noch 13. Doppelt mich aber nicht. Okay, passt. Hier ist übel. Wobei, so übel ist aber noch nicht. Nur 6 macht der? Obwohl der Magier ist? Hallo? Krass. Der macht auch 6. Hä? Bin gerade leicht verwirrt. Dann sind abhauen. Tschüss. Das sind alles Magier, also kann Dries wieder hergehen und sie ein bisschen healen. Und der Windtyp ja auch noch, wa? Sie geht nicht zu retten. Sonst genug. Trotzdem sicherheitshalber. Wenn doch der Rittertop-Typ noch kommt, kann es nie sicher genug sein. Aber er kommt nicht mehr ran. Gut, also vor allem nicht, dass der Windtyp nicht mehr rankommt. Ja, aber jetzt kann man natürlich auch schon ran, wenn er irgendwie möchte. Ist ja voll, also der wird niemals irgendetwas machen. Gut. Und sonst so, wenn war. Soll ein bisschen zurückschlagen. So. Lagus! Was willst du denn hier? Ein bisschen Feuer in der Hole. Ja, dann kann echt nicht. Tja, Kumpel, jetzt musst du leider drauf gehen. Bäm. Nö, Mann. Autsch. Da hoch. Naja. Ein Crit zum zweiten ist besser als gar keiner. Fast noch ein Level Up. Geil. Dann kommt Riz, wie bereits erwähnt, zum Healen. Der soll so einen anderen Magier platt machen. Mit Wind doppelig, okay. Da kommt ein bisschen Feuer in der Hole. Der macht eh nichts. Also, er wird schon, aber kann nichts. So, passt als Hytenia können so noch ein bisschen ankratzen oder sich angreifen lassen, wenn so eine Variante. Naja. Er soll vor allem den hier finishen, weil Ritter tot. Nee, der ist mir zu heikel. Wind oder Air Magic. No damage. Fire in the hole. Mit Wind, ich habe nicht mehr so viel Wind, das ist das Problem. Ich will noch ein bisschen aufsparen. Denn man weiß ja nie, wann man es noch braucht. Nein, du kannst ruhig mal doppeln, Kumpel. Weil es hat so viel verlangt, wa? So, Oscar mache ich sonst mit Bonus-EP hoch. Genauso wie sie.
Katina denke ich auch und kriegt beide die letzten, wa? Und Ike ist eh schon zu stark. Die kriegen ja eigentlich nichts mehr, wenn es mir recht ist. Ja doch, sie kriegen dann ein paar Bonus-EPs. So. Ja. Müssen noch geheilt werden. Ja. Nachher müssen wir Stablevel trainieren. Ich weiß, die sind gerade hin wie ein alter Kaugummi, aber muss leider teilweise sein. Die Mission, muss ich doch sagen, wenn langsam größer war, braucht doch irgendwie schon 2 Parts für eine Mission. Übel. Ja, jetzt beim Angreifen bringt es ja auch total. Und nur fast ein Level up. So, wie sieht es eigentlich hier aus? Kann ich noch etwas ausrichten bei dem? 983. Dann machst du auch nicht sehr viel mehr. Ja, komm, mach mal Wind. Wind sage ich schon Feuer natürlich. Tote Verbrecher, die denen trotzen, verteidigt eure Brüder, löscht ihre Schande. 2-mal. Sage ich ja, Booms. Und ein Level up. Oh, das, liebe Magier, das ist geil. Er wird jetzt noch sehr, sehr gut unsere Armee machen. So, jetzt du. Da natürlich nicht bei dem Typen, wa? Ich habe mich auch schwer gewundert, wenn du es getan hättest. Aber komm, ich habe so viel Power. Könnte sogar er. Moment, hat noch eine andere Waffe. Gut, der kommt eh nicht raus, also. Könntest du eigentlich doch du mit dem Langschwert noch ein bisschen. Wenn du triffst. Und ich spare mir die Bonus-EPs. Geil. Das ist ja schön, aber die Geschwindigkeit. Alter. Da hat doch kein Speed drauf, das ist zum Kotzen. So, beide. Ja, das ist noch länger. So, Leute. Neben. Wow. Und zu finishen Level up. Krass. Alter, so Residenz noch. Cool. Die auch schon Level 13. Was soll man so einen Platt machen noch? Nächsten Zug. Na, er braucht einen Langspeer für beide, aber Tom natürlich auch keinen von ihnen. Oh, na gut, er könnte ihn doppeln, aber bei ihm geht's nicht, wa? Kannst du vielleicht ihn noch irgendwie retten? Ne, geht ja auch nicht. Das ist keine Weitwaffe mehr. Nö, du hättest zwar noch da einen Langspeer, aber dass du ihn killst, würde mich jetzt mal stark wundern. Naja, was man drauf ankommt, weil ich Pech habe, ist nachher Oscar weg, aber ich glaube sehr weniger. 3 bloß. Spüre mein Langspeer, du verrotteter Ritter! Tja, ich hab's gesagt, er ist übel drauf, wenn er will. Nein, die Nötigkeit ist eigentlich schon Oscar, war. Der ist so lahmarschig. Andererseits kann Sowen so noch ein bisschen da sein Feuer trainieren. Im Namen des Imperiums reinigt mich von der Schande. Bäh. Ja. Naja, immerhin das. Nö, come on. Ike, beende es bitte. Transform! Naja, Lagus sind cool. Aber zumindest besetzen abschließen. Na, endlich mal. 2 Parts gedauert, hey. Eigentlich sogar 3. Wir haben den Commander besiegt, aber wir wissen immer noch nicht, was sie eigentlich wollten. Ich glaube nicht, dass sie nur Prinzessin Alicia verfolgen. Ich frage mich, ob dem vorhat, in Galia einzufallen. Vielleicht war Crimea nur eine Übung, ihre Klingen zu schärfen. Egal welche Motive sie haben, Fakt ist, dass die Dänen die Grenze überschritten haben. Definitiv. Und da ist jederzeit möglich, dass es zu Kampfhandlungen zwischen Dänen und Gallier kommen kann.
Das bedeutet also Krieg. Schon wieder. Wohl ja immer noch. Sollte ein Krieg zwischen den Beorg und den Lagus ausbrechen, wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis auch andere Nationen in ihn verwickelt werden. Kann es wirklich Danes Absicht sein, das Land mit dem Flächenbrand eines Krieges zu überziehen? Wenn das passiert, werden viele unserer Bürger auf dem Altar der Ehrsucht geopfert werden. Auch wir müssen uns für den Weg entscheiden, den wir gehen wollen, und für die Seite, auf der wir stehen. Welche Seite? Wir werden niemals den unterstützen. Undenkbar. Captain Titania, wir sind Menschen. Wollt ihr wirklich, dass wir uns auf die Seite der Lagus stellen? Und gegen andere Menschen kämpfen? Das ist undenkbar. Beorg und Lagus. Wollt ihr hier sitzen bleiben und über einen Krieg diskutieren, den es noch gar nicht gibt? Die Beorgs sind alle gleich, einfach jämmerlich. Nette, so das darfst du nicht sagen. Mordecai, Nette, wie ist eure Meinung, wenn es zu einem Krieg kommen? Unsere Clowns sind scharf, sollte denen in Galia einfallen, sind auf einen Kampf vorbereitet. Wenn unser König es wünscht, wird es zu einem Krieg kommen. Ich mag das nicht. Kriege bringen Schmerzen, Leid. Dies ist besorgniserregend. Genug jetzt, wir haben schon so viel Zeit verloren, lass den Palast aufbrechen. Wir sollten unser Nachtlager aufschlagen, weil die Sonne untergeht. Ist noch weit zum Palast? Für eure dünnen Beorgbeinchen ist es ein weiter Weg, aber wir werden tun, was wir können. Naja, Hauptsache beleidigen, was? Palast von Galia. Milord Ike, ihr alle. Prinzessin Alicia. Ich habe von Commander Grail gehört. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Macht euch keine Gedanken. Uns geht es gut. Wir schaffen das schon. Irgendwie. Oh, Ike. Der König hat sich eingefunden. Hallo, Alter. Vielen Dank, dass ihr zum Palast von Galia gekommen seid. Ich bin Königis, Regent des Königreichs Galia. Die sind Grail-Söldner, ich bin Ike, Ihr Kommandant. Ihr Commander. Du bist gewachsen, Kleiner. Ich hab's zunächst nicht erkannt. Bitte was? Du warst ein kleines Kind, als du das letzte Mal hier warst. Seid ihr das Titania? Es tut gut, euch wiederzusehen. Das Vergnügen liegt ganz auf meiner Seite, Euer Majestät. Ihr seid befreundet? Wieso kennt mich der König? Was soll der das über deinen Vater Grail erzählen? Lete, Mordecai, lasst uns bitte allein. Bereitet Zimmer vor. Unsere Gäste sollen sich ausruhen und ihre Wunden versorgen können. Sofort, Milord. Wäre es nicht das Beste, wenn ich mich ebenfalls zurückziehen würde? Nein, Prinzessin. Ich möchte, dass ihr hier bleibt. Und ihr bleibt ebenfalls. Das ist Gifka, mein Schatten. Beachtet ihn nicht mehr, als ihr die Luft beachten würdet. Was? Okay. Verstanden. Ich möchte, dass Titania und Sollen bei mir bleiben dürfen. Ich? So soll es sein. Nun fange ich an. Titania, wie viel hat Grail seinem Sohn erzählt? Ike wuchs ohne Kenntnis über Galia auf und er kann sich nicht daran erinnern, jemals hier gewesen zu sein. So ist das? Dann ist es am besten, wenn ich ihm alles erzähle, was ich weiß. Auch wenn es nicht viel ist. Das wäre sehr gut. Also wenn ihr mir sagen könnt, ich werde es willkommen heißen. Ich möchte mehr über meinen Vater wissen. Deine Augen sind gut. Sie strahlen Ehrlichkeit und Couragiertheit aus, okay? Mut aus, von mir aus. Ich kann deinen Vater nicht mehr kennen. Vor langer Zeit arbeitete Grail, dein Vater, als Söldner für Galia. Bald verband uns ein starkes Band, ihn und mich. Die Wahrheit zu sprechen, ich traue dem Borg immer noch nicht, aber dein Vater war anders. Prinzessin Alicias Vater, Lord Ramon, und dessen Bruder, Lord Raining, waren ebenfalls anders. Alle sind, oder waren, außergewöhnliche Männer. Männer, denen man bedingungslos vertrauen konnte. Oh, Titania, auch ihr seid eine Ausnahme, und die Frauen der Beorg seid ihr einzigartig. Ihr seid wirklich überaus gütig, Euer Majestät. Mein Vater war Söldner für Galia? Richtig. Du und deine Schwester wurden beide hier in Galia geboren. Wir waren nur für eine kurze Zeit hier, aber ein Teil eurer Kindheit verbracht ihr innerhalb dieser Grenzen. Alle nicht wurden hier geboren? Wirklich? Ich kann mich an nichts erinnern. Ich fühlte, dass deine Eltern ein dunkles Geheimnis hüteten. Jemand hatte verfolgt und gejagt, dessen bin ich mir sicher. Irgendwann, es ist über 10 Jahre her, nachdem deine Mutter getötet wurde, beschloss dein Vater, Galia zu verlassen. Bevor er uns verließ, ging ich zu ihm und bat ihn, sein Geheimnis mit mir zu teilen. Ich fragte ihn, warum bist du verfolgt? Kann ich dir auf irgendeine Weise helfen? Doch es war mir unmöglich, seine Zunge zu lösen. Und dann hörte ich, er sei nach Galia zurückgekehrt. Und ich glaubte fest an eine neue Chance, sein Geheimnis zu erfahren.
Sein Schicksal war ein dunkles. Wenn ich schneller gewesen wäre, wenn ich meine Schritte bestimmt gegangen wäre, vielleicht lägen die Dinge heute anders. Wartet, jetzt wird mir halt klar. Die Stimme in meinem Kopf, das wart ihr, nicht wahr? Seine Wunde war tödlich, ich konnte nichts tun. Ich hielt es für das Beste, ihm seinen letzten Moment zu lassen. Daher blieb ich im Verborgenen. Aber sag mir, Ike, zuletzt hat dir irgendetwas gestanden? Die Identität des Schwarzen Ritters. Hat er sie offengelegt? Der Schwarze Ritter? Nein, ich habe keine Ahnung, wer er ist. Mein Vater hat mir das Kommando übergeben, mir gesagt, ich solle König Genghis, König Genghis Vertrauen und ein friedliches Leben in Gallia führen. Und er sagte, ich soll alles andere vergessen. Nun, ich werde tun, was mir möglich ist. Wenn einer von euch Söldnern hier zu leben wünscht, werde ich Sorge dafür tragen. Ich gewähre ihm eine Heimat und Land. Wir sind für eure Großzügigkeit dankbar. Aber wenn ich für mich sprechen darf, ich könnte hier nicht in Frieden leben. Noch nicht. Ich werde meinen Vater rächen. Ich kann die Vergangenheit nicht so schnell hinter mir lassen. Oder den Schwarzen Ritter. Aber Ike, das ist nicht... Ich weiß. Ich bin nicht stark genug. Ein Gegner, den mein Vater besiegen konnte, ist mir überlegen. Und aus dem Grunde strebe ich danach, stärker zu werden. Ich werde die Söldner meines Vaters führen und alles für diese Stunde vorbereiten, an dem der Tag meiner Rache anbricht. Ein umsichtiger Plan. Ich hätte gedacht, du wärst impulsiver. Du bist wahrlich Grails Sohn. Du bist gereift, Ike. Da kommt es mir wie gestern vor, als du noch ein Kind warst. Titania, bitte. Nun möchte ich euch meinen Gefallen bieten. Die Stärken einer Söldnertruppe, Ike. Würdest du die Prinzessin Alice zur Verfügung stellen? Meint ihr das ernst? König Genghis. Gallia und Crimea sind Verbündete. Das kann man nicht leugnen. Diese Allianz verbindet in Wahrheit nur die königlichen Familien. Sie wird von unserer Bevölkerung nicht respektiert. Das Volk von Gallia war niemals in Crimea, nicht wahr? Obwohl unsere Nationen befreundet sind, toleriert unser Volk die Lagus nicht. Der Schimpfname Halbmenschen gehört zum allgemeinen Sprachschatz. Mein Vater war beschämt und voller Sorge über dies, mehr als der andere König vor ihm. Ich strebte danach, die Beziehungen unserer Völker zu vertiefen und dann... Alter, kann nicht mehr quatschen. Vielleicht ist dieser Grund, warum den sich auf ihn konzentriert hat. Jeder weiß, wie sehr sie Lagus hassen. Könnte es sein... ja. Tief sind die Vorteile, ja, alles klar. Hart bieten, wenn wir das akzeptieren würden, dann sagen wir damit den uns anzugreifen. Blablabla. Aber recht, deswegen müssen wir es tun. Leider ist das die Wahrheit. Wie war Könige in mir geraten, die Theokratie Begnin um Hilfe beim Wiederaufbau von Crimea zu bieten. Alter. An Begnin richten, unsere Höhen zu stehen. Die Passage nach Begnin wird auch mehrere Monate auf See in Anspruch nehmen. Eine Scout ist unverzichtbar. Jetzt als Erwartungen. Jo. Titania, so, und ich denke, wir sollen das Angebot des Königs annehmen. Was meint ihr? Das ist ja, was du möchtest, nicht wahr, Commander? Nun, unsere Aufgabe ist es, deinen Anweisungen zu folgen. Was auch immer du vorhast, ich bin einverstanden. Ah ja, Zoan ist cool. Titania auch, die bleiben sicher im Team. Hilf mein Hals. Gut, Freunde, das war's hier für heute mal. Ein bisschen längerer Part wieder mal. Nächsten Part geht es weiter mit Kapitel 10 und ja, ich hoffe, dass wir zumindest mal einen Lagus ins Team kriegen und dann mal gucken wegen mir und auch wegen Marcia und so. Weil die machen momentan noch nicht so einen starken Eindruck. Nach Oscar und noch so meine Zweifel dran, ob der noch so gut ins Team passen wird. Aber ja, mal schauen, was noch alles ergeben wird. Hier bei Fire Emblem Path of Radiance. Bis zum nächsten Mal und tschüss.